Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich habe die Schächteli gefunden. Die Schächteli, man sieht sie wieder mal aus meinem Lieblingsladen. Da sind irgendwelche Untersätzchen drin und ich konnte die nicht wegschmeißen. Ich habe so gedacht, oh mein Gott, da damit irgendein herziges Journal zu machen, unbedingt. Und jetzt liegen die da seit der Weihnachten bei mir rum. Und jetzt ist doch der perfekte Zeitpunkt, um die zu verbasteln. Also mein Plan ist, dass ich hier sicher mal das Zeugs hier abschneide. Und dann schneide ich auch hier oben das weg und hier unten. So, dann haben wir so das Büchlein schön zum Aufklappen. Und hier hat es noch so einen wüsten Kleber dran, den nehmen wir weg. Und dann muss ich mit dem Leim das gut zusammenleimen. Und dann habe ich gedacht, ich möchte gerne das nicht irgendwie überziehen oder so, mit irgendwie Stoff oder irgendeinem schönen Papier, sondern ich möchte es gerne ein bisschen mit Gesso anmalen. Und dann können wir das sonst noch irgendwie schön gestalten. Das weiss ich jetzt noch nicht so genau, aber was ich sicher machen werde, ist hier hinten über den Buchrücken werde ich ein Stöffchen drüber kleben. Da muss ich dann noch irgendetwas suchen, das weiss ich jetzt noch nicht so genau. Und wahrscheinlich innen werde ich noch etwas, drinnen werde ich auch noch ein Stöffchen reinkleben. So, aber heute machen wir doch jetzt zuerst einfach mal, schneiden wir das einfach mal auseinander. Ich lasse jetzt den Kleber gerade noch für zum Schneiden. Mein Hündchen ist da hinten dran etwas am Träumen. So, einmal so und einmal so. Zack. Aha, es hat auch nicht abschneiden, aber ja, noch, jetzt haben wir es halt. Ich mache jetzt das mit der Schere. Das könnte man selbstverständlich auch mit dem Japanmesser würde ich das sogar noch besser gehen. Wenn ich da gar nicht ganz hinterher komme. Irgendwie mit dieser Schere da, warum eigentlich nicht? Ja, dann komme ich halt mit dem treuen Begleiter. Ich will schauen, dass ich mir da nicht die Finger säble. So. Aha, oh, das kommt schon von allein, das ist ja schön. So, aber ich traue mich jetzt hier gerade nicht mit dem Messer. Ich mache jetzt das gleiche auch noch mit der Schere, so weit wie ich komme. So, einmal so. Und einmal so. Zack, kommt der auch schon von allein. Jawohl, sehr schön. Oh ja, das hängt jetzt hier einfach. He? Ja, also dann kleben wir doch jetzt das einfach drauf. Ich lasse den Kleber einfach immer noch dran. So. Zack, natürlich. Schauen, dass man jetzt hier nicht in die Quere kommt. Sie dann nicht auch noch ankleben. So, jetzt ist gut. Nein, ist nicht gut. Ach, weisst du was? Also so schwierig wird es ja jetzt wohl nicht sein, das so richtig aufeinander drauf zu haben. So. Voilà. So. Jawohl. Gut. Ja, die Ecken könnte man eigentlich noch irgendwie ein bisschen hübscher machen. He? Ja, das können wir dann noch. Jetzt schneide ich zuerst mal das hier noch zu. Genau gleich wie das andere. Voilà, also, dann geht das auch mal ein bisschen trocknen. Ich denke, dass du da
Sieht schon recht gut und stabil aus. So, jetzt eben die Ecken können wir noch mal runden. Mal schauen, ob mein Stanzi lenkt für so fetten Karton. Zack. Oh. Das ist ein bisschen schwierig. Da sind wir drin. Nein, das wird nicht so richtig. Dann muss ich es halt von Hand machen. Das ist ein bisschen zu grosses Gemost. So. Man könnte jetzt das natürlich auch anzeichnen, damit das ganz genau wird. Aber nö. Ich habe sowieso gedacht, das möchte dann gerne so ein kleines Mixed Media Büchlein werden, mit nicht allzu vielen Seiten, aber so ein bisschen, ja, so Aquarellpapier oder Mixed Media Papier oder irgendwie so ein bisschen dickere Papier, wo man ein bisschen drauf malen und schreiben und kleben oder einfach was man dann gerade so Lust hat. Und dann muss das alles nicht so haargenau rauskommen. Weiter im Text. Dann kommen wir doch jetzt zum Gesso, oder? Ja, ich glaube schon. Ich kann natürlich nicht darauf malen. Brauche ich da ein bisschen Zeitungspapier. So. Alles weg. So. Da sieht man, ist der Leim noch nicht ganz trocken. Das ist gut. Da. Mein Gesso, das ist vom Lachenmeier. Habe ich mal die blendende Idee gehabt, mir das einen riesen Kübel zu holen, weil der irgendwie gleich teuer war wie so ein kleines Döschen, irgendwie Profifarbe. Und jetzt ist der so irgendwie leicht angetrocknet. Aber ich habe das Gefühl, da unten ist der schon noch gut, oder? Also, soll ich den echt ein bisschen mit Wasser verdünnen? Also so, oder irgendwie oben drauf einfach so ein Schichtchen Wasser tun? Oder was habt ihr für Ideen? Soll ich den umfüllen in ein Gefäß, das irgendwie dichter ist? Irgendwie in ein, keine Ahnung, in ein Tupperware, das wirklich luftdicht verschlossen ist? Weil es würde mich ein bisschen anschiessen, wenn jetzt der einfach dann vertrocknen. Weil, ja, man sollte es wahrscheinlich nicht mit dem Pinsel machen, man sollte es wahrscheinlich mit einem Schraubenzieher oder sonst mit einem Löffel oder mit einem Stecken machen. Aber ja, es wäre jetzt also schon ein bisschen schade, wenn man den kaputt gehen würde. Sonst muss ich einfach ganz viel Leinwand kaufen und einfach schon mal alles einschmieren mit dem. Alles schön grundieren und schön aufbrauchen. Das wäre wahrscheinlich auch noch eine gute Lösung. So, aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwie eine Idee. Oder ob ich da einfach wirklich noch ein bisschen Wasser rein tun kann. Oder einfach ein bisschen Wasser drüber schütten kann. Ich könnte ja zum Beispiel ein bisschen Wasser drüber schütten. Und dann jedes Mal, wenn ich das brauche, kann ich das Wasser abschütten. Das geht wahrscheinlich nicht. Weil es lagert sich ja oben auch immer die Schicht von irgendwie das
Bindemittel oder keine Ahnung, was da drin ist, ab. Dann würde es ja wahrscheinlich auch aufschwimmen und dann würden wir das irgendwie zusammen abschütten. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Für jetzt geht es einmal gerade noch so zum Malen. Und sonst hole ich mir dann noch ein bisschen Wasser. Oder ich mache einfach so eine richtige fette Schicht drüber. Das wäre ja auch mal cool, so richtig dick. Vielleicht geht es ein bisschen lang zum Trocknen. Aber so wie mit so Spachtelmasse irgendwie so. Das wäre doch einfach auch mal cool. So, ich mache jetzt das extra ein bisschen so, dass man da die ganzen Pinselstriche und das Zeug sieht. Und ein bisschen so, um da in dem Karton hat es ja jetzt so Löcher sozusagen, dort wo man bei der Schnittfläche, dann stopfe ich das einfach so ein bisschen in die Löcher rein, oder? So. Man kann ja dann da immer noch irgendwie ein hübsches Rändchen draufkleben, wo man dann das vielleicht gar nicht so sieht, aber muss sicher irgendwie so. So, jetzt mache ich hier den Hinterteil auch noch ein bisschen, einfach, dass er gemacht ist. Ich klebe ja dann hier wahrscheinlich sowieso eben ein Stöffchen drüber, von dem her. Aber da, das sollte ich vielleicht nicht zu fest stopfen, sonst kann man es dann nicht mehr so gäbig aufmachen. Das ist jetzt vielleicht gerade nicht so schlau gewesen, da allzu viel reinzustoßen. So, aber vielleicht kann man es ja so wieder ein bisschen rausholen. So, mit so ein bisschen Farbe drin wird es ja wohl überleben. So, und jetzt soll ich das Ganze innen drin auch noch machen. Ja, komm, wenn wir schon dran sind. Und der hintere Teil, da müssen wir halt noch warten, bis es dort trocken ist. Sonst haben wir das Problem, wir müssen es irgendwo aufhängen, zum trocknen. So, aber da kann ich es auch gerade genau so ein bisschen wieder reinstopfen. Oh, ich glaube, das wird mega herzig. So, also wenn sie jetzt noch Töpfchen oder so drauf hat, ist ja das dann egal, weil ich ja dann sowieso eben die Rückseite noch einmal machen muss. Von dem her lasse ich es jetzt einfach mal so, wie es ist. Und beim nächsten Mal machen wir die Rückseite und die ganzen Töpfchen noch wieder weg. So, voilà, so sieht das aus, wenn ich male. Ja, das sollte ja eigentlich relativ schnell trocknen, glaube ich. So, wieso ist der jetzt da wieder off? Genau, selbst wenn wir jetzt da so mega dick aufgedreht haben, sollte das ja eigentlich recht schnell trocknen und dann kann man dann ganz gut daran weitermachen. Jawohl, der muss unbedingt ins Wasser. Und da, hey, bei meinem Gesso, wirklich, wenn ihr eine Idee habt oder wenn ihr denkt, hey, ist doch logisch, mach einfach Wasser rein und mischt das Zeug und nachher kommt es gut, dann einfach bitte alle eure Ideen in die Kommentare schreiben. Ich wäre mega froh. Ich weiss nämlich wirklich nicht so genau, was ich mit dem machen soll. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir der kaputt geht. Und ja, Bro, jetzt bin ich hier auch wieder voll. Also je länger ich hier rumschwafle, desto voller werde ich wahrscheinlich. Darum
machen wir jetzt hier einfach mal das Ende. Das nächste Mal tun wir den hinteren Teil noch anmalen. Und dann würde ich sagen, ja, noch ein bisschen Stöffli raussuchen oder so, um dann hier bekleben. Und Signaturen müssen wir machen. Ich muss irgendwie Papier suchen. Ja, da kann ich mich ja dann immer noch damit beschäftigen. Genau. Da muss ich euch nicht zutexten. Hey, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spass gemacht. Wir haben nicht wahnsinnig viel gemacht. Aber ja, wenn es euch Wunder nimmt, wie es weitergeht mit diesen 2 herzigen Büchlein, dann schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Und dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss.